Der faule Jack. Einmal hat der Bub mit seiner Mutter zusammen in einer kleinen Hütte gelebt. Jack hat er geheissen. Sie sind ganz arm gsi. Die alte Frau hat ein bisschen Geld verdient mit Nähen und Kleiderflicken. Aber der Jack ist den ganzen Winter neben dem warmen Feuer gesessen und den ganzen Sommer an der Sonne gelegen. Da hat die Mutter einmal gesagt: «So, Jack, entweder schaffst du jetzt für dein Essen oder du kommst nichts mehr über.» Da ist der Jack bei einem Bauer arbeiten, für 1 Penny am Tag. Aber auf dem Heimweg ist ihm die verdiente Silbermünze in den Bach gefallen und er hat sie nicht mehr gefunden. Die Mutter hat geschumpfen: «Du dumme Kerli, hättest ihn sollen in die Tasche stecken.» «Das nächste Mal denke ich dran», hat der Jack gesagt. Am nächsten Tag hat er bei einem anderen Bauer Kühe gehütet. Als Lohn hat er am Abend einen Krug voll Milch bekommen. Er hat den Krug in die Tasche gesteckt, so wie es die Mutter gesagt hat. Aber beim Laufen ist die Milch bei jedem Schritt überlaufen. Er hat alles vergüdert und daheim hat er nichts mehr im Krug inne gehabt. Die Mutter hat geschumpfen: «Du Dummkopf, hättest ihn sollen auf dem Kopf oben tragen.» «Das nächste Mal denke ich dran», hat der Jack gesagt. Am nächsten Tag hat er zum Lohn einen Frischkäse bekommen. Er hat ihn auf den Kopf gelegt und ist heimgelaufen. Aber bis er daheim war, ist der weiche Käse verlaufen und ist ihm klebrig und fettig über die Haare runtergelaufen. Die Mutter hat geschumpfen: «Du Strohkopf, du hättest ihn in der Hand haben.» «Das nächste Mal denke ich dran», hat der Jack gesagt. Am nächsten Tag hat er bei einem Bäck gearbeitet. Der hat ihm als Lohn einen Kater gegeben. Der Jack hat ihn festgehabt, aber der Kater hat wild gesabbelt und gekratzt, dass ihn der Jack loslassen musste. Die Mutter hat geschumpfen: «Du Tölpel, hättest ihn an eine Schnur binden und hinten nachziehen.» «Das nächste Mal denke ich dran», hat der Jack gesagt. Am anderen Tag ist er bei einem Metzger arbeiten. Am Abend hat er dafür ein Hinterbein von einem Schaf bekommen. Das hat er fest an eine Schnur gebunden und hinten nachgezogen. Als er heimgekommen ist, hat das Fleisch ganz dreckig und grusig ausgesehen. Die Mutter hat geschumpfen: «Du Narr, hättest es doch auf dem Rücken tragen.» «Das nächste Mal denke ich dran», hat der Jack gesagt. Dann ist er wieder für einen Bauer arbeiten und hat einen Esel bekommen. Der Jack war ja ein kräftiger Burst, aber den Esel hat er fast nicht auf den Rücken laden. Er hat gekeucht und gestöhnt wegen dem schweren Gewicht. Auf dem Heimweg ist er beim Haus von einem ganz reichen Mann vorbeigekommen. Der Sepp hatte eine schöne Tochter, aber die hat nie gelacht. Darum hat der Vater versprochen, er gebe sie dem Mann zur Frau, wo sie zum Lachen bringen könnte. Das Mädchen hat gerade so langweilig zum Fenster ausgeschaut, wo der Jack mit seiner Last vorbeigekommen ist. Auf dem Rücken hat er mit Mühe und Not den Esel getragen. Von dem Gewicht ist er hin und her geschwankt und der Esel hat alle 4 Beine steif in die Luft rausgestreckt. Das hat so komisch ausgesehen, dass die Tochter vom reichen Mann nicht anders hätte können. Sie hat tätsch rausgelacht und gelacht und gelacht. Sie hat gar nicht mehr hören. Und so wie es der Vater versprochen hat, ist seine Tochter im Jack zur Frau gegeben worden. Sie haben ein prächtiges Hochzeit gefeiert. Und sie haben glücklich in dem grossen Haus gelebt, zusammen mit dem Mädchen seinem Vater und dem Jack seiner Mutter. Und der Jack hat nie mehr arbeiten.